Im Leben, das eins, was funktioniert, sagt man, das ist eine gute Jent. Das jetzt scheint, das gute Chemie. Wenn ein Portje sich Geld hat, die haben gute Chemie, braucht man ganz besonders im Spanischen so. Die sind so verläuft und das rennt der Geld mit den Pfeilen, gute Chemie. Einer sagt, so bei mir, bei uns, glaube ich, bei unserer Ehe gibt das nicht mehr gute Chemie, sondern bloß gute Mathematik. Na, wieso? Na, bloß die ganze Zeit Probleme lösen. Also, das die ganze Zeit Mathematik, das ist Probleme in seine Welt lösen. Mehr bloß Probleme als gute Chemie. Potjes, wenn die sich verleihen, dann ist eine gute Chemie, das scheint sich da als was antreibendes. Die negative Sache, die will ich lieber sein, das ist kein Problem. Das ist alles so positiv, das dran zu scheint. Aber wenn die Zeit, wenn das Bannerste voll wach dann eins von der Seite, die bloß Mathematik. Nee, aber du hast das nicht abgepasst, hast ja nicht abgepasst, so. Aber Arbeit, wenn wir anfangen, wow, das fände ich mit mir. Aber eins von dann der Hang Schlapplotte, naja, bloß ist dort. Ich sehe, Hanje kommen sein, dass das alles negativ rennt, das funktioniert sowieso oder nicht. Und die nicht, als das nicht ist, eine Ehe, eine Familie, oder eine Gesellschaft, auf der Arbeit steht, beste Mensch, wenn die sagen, scheint, dass der gekommen ist, das Wort nun ein schöner Tag, da sagen, weil man hofft, dass der von der nicht in Haus kommt. Woran das bei dir? Jeder kann entscheiden, ob der bloß mit Chemie ist oder mit Mathematik. Gibt das ein gutes Verhältnis oder bloß einmal ein Problemverhältnis? Wenn das kommt, das gibt hier ganz sicher Probleme. Oder sagt, das Wort von der scheinbar. Jeder kann sich entscheiden. So, bist du eine Person und vielleicht sagen, mein Partner ist eine Person. Und viele sind ja viel stolz dem Halbzeit. Nee, der Halbzeit besonders. Es gibt Menschen, die sind so ganz furchtbar angebildet. Wenn wir das nicht lesen können, dann kann das keiner nicht lesen. Obwohl ich weiß, dass Gott hat Gemeinde, ich merke, wo diese Hand der andere wascht, aber so viel glaube ich nicht an die Gemeinde und ich glaube nicht an andere Menschen. Ich muss das Zentrum von der Welt sein, wenn ich mir das Bein aufgehackt habe, muss ich selbst töpfen, muss ich selbst erkennen, alles muss ich selbst erkennen. Nein, wenn ich Körperprobleme habe, von einem Doktor gehen. Aber wenn ich Hautprobleme habe, dann sehe ich viel zu stolz in zu helfen. Ich will lieber die nächsten 10 Jahre kaputt sein und schlechte Chemie merken, wenn ich will alles mit Mathematik. Ich möchte, dass die ganze Gesellschaft voll Probleme ist. Der beste eine Person, die eins von sagt, nee, ich will mich stolz brechen und ich will mich helfen, dass das eins von mal wieder besser funktioniert. Das gibt es, sind die Kinder, weil ich bloß einmal alt genug sein, den ersten Partner, die erste Hose, die er war, an dem Jürgen, wenn es tüß funktioniert, das niemals, ich will seine Wache hier. Und dann wird es bloß schlimmer. Warum? Wenn es dann niemals keine Chemie ist. Die Bibel sagt uns in Epheser Kapitel 4, Vers 32, so, sieht einer dem anderen freundlich und herzlich und verjeft und einer dem anderen, so ist Gott, den verjeft hat in Christus. Herzlich sein, freundlich sein und vergeben. Was ist das bei dir? Bist du eine Person, die herzlich ist, die freundlich ist, die vergeben kann? Das ist eine Entscheidung zu treffen. Sagen sie, ich sehe nicht Gott, um die verzeihen. Gott wie Gott die aufbrachte. Einer dem anderen, so ist Gott uns verzeiht, so ist dort selber wie ich. Glaubst du so viel an die Bibel oder ist die Bibel nicht so viel wert? Bist du eine Person, die herzlich ist? Er sagt, ich kann nicht, ich sehe zu viel Gral. Dann schmiegt das ab dem Kreuz. Und einzige Sache, wo wir nicht mehr verstanden, nicht mit der Tongue lesen, sondern mit den Knien. Und einzige Brücke der Tongue zu viel und die Knie zu wenig. So, es ist immer besser, eins von den Üglichkeiten in den Körper, dass er eine Oase in der Seele gibt von der andere, dass das nicht alles bloß Mathematik ist, sondern eine gute Chemie in die nicht.
persona dice, cuando yo era joven, siempre me decían lo siguiente, ya verás cuando tengas 50 años. A los 50 ya verás. Entonces, bueno, esperaba y no sé qué iba a ver. Pero ahí tengo un problema. Ahora ya tengo 50 y ya casi no veo más. Entonces, no era así, había sido que ya verás cuando tendrás 50. Hay algunas personas que empujan siempre, sea la felicidad o algo. Ahora los chicos pequeños, problemas pequeños. Algún día va a haber grave la situación, va a haber problemas graves. O ahora no puedes disfrutar algún día. Cuando yo termino el estudio, cuando pago mis cuentas, cuando ya me jubilo, ahí voy a disfrutar, pero en este tiempo no. Van empujando la alegría y los problemas enfrente para algún día que tenga 50, 70, lo que sea, cada uno a su forma. Yo no estoy tan contento porque tengo cuentas todavía, no estoy tan contento porque no terminé el estudio, no estoy tan contento porque no gano lo que quiero, no estoy tan contento porque puedo tener un problema de salud. O también cuando yo voy a haber hecho tal cosa, ahí voy a estar feliz. Ahí voy a estar feliz. Pero mientras tanto, bueno, vamos a vivir así, ¿no? ¿Cuál es tu decisión? ¿De vivir después algún día o ahora ya en este tiempo como donde estás viviendo? Cada uno tiene alguna carga, algún bulto para cargar y puedes compartirlo con Jesús o puedes hacerlo a solas. Puedes empujar tu felicidad y los problemas al futuro o enfrentarlo día a día. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, así que no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, mas buscad el reino de Dios en primer lugar y su justicia. Entonces, ¿qué buscas? ¿Buscas que algún día las cosas van a estar todo diferentes? Sí, van a ser diferentes, pero no gastes hoy la energía lo que corresponde para el futuro, cada día. La Biblia es clara en esta parte de empezar a enfocar dentro de 10 años. Posiblemente tendré problemas si es que vivo. Posiblemente tengo unas cuantas alegrías si vivo. Pero también lo puedes tener hoy. Es una decisión. Entonces, si de repente dijiste, cuando yo voy a tener 50, cuando tengo 60, cuando tengo mi auto, cuando tengo mi título, cuando estoy jubilado, ahí sí. Bueno, es lindo soñar, pero no vaya malinterpretar que solamente al cumplir todos los sueños estarás feliz. Tú puedes vivir hoy también un día contento. La felicidad completa va a ser en el cielo. Está bien que sueñas con el cielo. Pero mientras tanto, empezar a gastar la energía la que necesitas para hoy. Hoy tengo algunos problemas a enfrentar. Hoy tengo alegrías que puedo disfrutar. Entonces puedes robarte todo, dejarte robar la alegría o puedes avanzar. Las decisiones que tomamos en cuanto al futuro, al presente, pueden ser influenciados si es que lo permitimos. Ya verás, cuando teníamos chicos pequeños, algún día, bueno, gracias a Dios, ya son todos grandes y no valía la pena de seguir esta amenaza de todos, no va a ser adolescentes, imposible. Depende mucho del enfoque y no quedar siempre con el jaque. Espera que vendrá el tiempo difícil. Espera que cuando seas viejo no van a funcionar las cosas. No dejes siempre con el jaque. Disfruta el día de hoy, viva un oasis en este día y crea en el texto bíblico que del día a día, hoy es el día que Dios te encargó. El mañana es de Él, el ayer ya pasó.
Als ich noch jung war, sagt eine Person, dann sagt er mir immer, wach mal, bis du 50 sei. Wenn du 50 bist, dann wirst du sein. Wach du erst mal bis 50, dann wirst du sein. Okay, na was wird sein dann? Sagt, das ist ein großes Problem, dass ich 50 und kann meist nicht mehr sein. Ja, dann haben wir gewacht dann und nu kann ich aber nicht mehr so viel sein. Einzige Menschen, wenn wir kleine kleine Probleme, große Probleme. Wach mal, bis die Kinder sind. Wach mal, bis Lothar. Das gibt Jugendliche, die haben ganz klar einen Schluss. Wenn ich schon in der Schulbütte sehe, dann will ich das nicht. Aber euer geht das nicht. Wenn ich meinen Titel habe, will ich das nicht. Wenn ich befreit sehe, dann will ich das nicht. Wenn ich dann, ob ich befreit sehe, wenn ich alle Schulden betont habe, dann ja. Wenn es wird Not sein, dann ja. Aber wenn es reich ist, kann ich nicht. Wenn ich schon mein Haus betont habe, alles, dann wird es schein gehen. Euer auch nicht. Ich habe mir entschlossen, dass schein gehen vorabzuschieben, was ich wann, was das alles geleistet ist, dass ich der eins vom Sieben im Himmel wohne. Der weltliche Friede, das ganz letzte ist hier im Himmel, da frei wie ans Tag. In 3 Monaten ist es immer Geld. Aber alles immer vorabschieben. Wenn du schloss, dann wirst du noch mal große Probleme. Wach mal, was der älter ist, dann wird es vorstellen. Der wacht über die alles, dann wird das eins von Schein gehen. Ja, wenn du älter bist, 10 Jahre älter, wenn du noch lebst, dann ich noch lebe, wirst du wahrscheinlich alle Probleme haben, was du nicht hast. Und alle Friede haben, was du nicht hast. Bei der Energie brauchst du noch nicht verbrücken, was am 10 Jahren wird sein. Die Bibel redet uns klar darüber. In Matthäus Kapitel 6, Vers 34 sagt es, darum sorgt nicht für den morgischen Tag. Denn der morgische Tag hat seine eigene Sorge. Das ist genug, wenn jeder Tag seine eigene Plau hat oder seine eigene Sorge hat. Sagt es, seht die erste Trick Gottes in seine Gerechtigkeit. Was wirst du sehen? Probleme oder Friede, alles? Das ist ein Teil vom Leben. Und am Ende von diesem ganzen Teil soll wie der Trick Gottes sehen. Das soll Nummer 1. Alle Tag haben sie ein Problem. Das sagt nicht die Bibel, wann du wahrscheinlich glaubst, was keine Probleme mehr geben. Das sagt nicht. Du wirst Probleme haben, du kannst auch Friede haben. Brauchst du die Energie vorabzuschieben, oder kannst du auch von dir aus sagen, nee, mit all das, was ich habe von dir, das ist ein Tag, was Gott gemerkt hat. Ich glaube alle an der Bibel, dass mir nicht fehlen. Der hat mir gesagt, ich soll mal warten, bis ich 50 bin. Der hat mir gesagt, ich soll warten, bis ich die Schulden habe, bis ich meine Schulden betont habe, bis ich mein Haus habe, bis ich mein Auto habe, bis das alles perfekt ist, bis ich Ausflug gemerkt habe. Dann ja. Oder sage ich, ja, das wird irgendeine schöne Zeit sein. Und ich freue mich alltid die Zeit. Aber ich freue mich auch für diesen Tag. Denn ich habe Gott diesen gemerkt, nicht bloß den Pläne für den Tag kommt, sondern auch diesen Tag hier heute. Wenn diesen Tag hast du in der Vergangenheit eins von auch geträumt. Und Gott hat ein Ziel mit jeder Tag, nicht immer, wo wir das alles kapieren, was er will und wer er das will. Aber das ist wichtig, dass wir immer weiter können sagen, ich war diesen Tag, ich brauche die Weisheit, Gott gibt mir die Weisheit für diesen Tag. Und von dir hast du gemerkt, von dir den Recht zu sehen. Deine Gerechtigkeit, dein Recht, das war ich sehe. Was sagst du? Bloß die Zukunft, die Vergangenheit, wo du irgendwo was verloren hast und nicht kennt hast? Oder glaubst du an diesen Tag? Gott hat einen Plan mit dir von dir und er will dich wieder sehen und zum Sehen sagen, dass du kannst von dir für andere Menschen zum Sehen sein, dass eine schöne Oase, eine Seele für andere Menschen gibt, an die nicht gehen. Mag Gott dich daran wieder sehen.